Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir haben in der letzten Folge ja unser kleines Weizenbeet mal angelegt, damit wir da mal ein bisschen Weizen wachsen lassen, damit wir endlich uns nicht die ganze Zeit von Tieren ernähren, sondern gerade direkt mal auf vegan können umsteigen. Also, nein, Brot ist ja gar nicht vegan. Vegetarisch. Vegetarisch wäre es denn. Vegetarisch wäre es denn, gar nicht vegan. Ich kann ab und zu ein bisschen noch mehr das unterscheiden, weil Milch ist ja dann auch im Brot drin und Ei. Was bedeutet, dass es ja eigentlich dann vegetarisch wäre. Aber wenigstens müssen wir kein Tier mehr essen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. In dieser Folge habe ich mir sicher mal vorgenommen, jetzt wo Nacht ist, einfach mal schnell die Aussicht geniessen, weil es sieht einfach geil aus. Die Map sieht geil aus, das mit den Bergen da hinten und allem drum und dran. Würde ich mal sagen, wir gehen jetzt zuerst mal ein Nickerchen machen. Bis in den nächsten Tag rein. Und dann könnten wir ja dann weiter schauen. Gute Nacht. Oh, das ist gut da. So, guten Morgen. Dann sind wir jetzt ready zum Weitermachen. Und zwar würde ich gerne das Dach hier abändern. Ich würde das gerne in dieser Folge aus Stein machen, weil in dieser Zeit kann auch in Ruhe der Weizen mal ein bisschen zur Geltung kommen, bis der dann mal wirklich da ist und wir dann mal unser erstes Brot können stellen. Weil ich würde mal sagen, wenn ich dann nämlich parat bin und wir unser Brot haben, wir das Dach plus minus fertig haben, würde ich mich dann gerne nochmal in eine Höhle wagen. Und zwar würde ich gerne schauen, dass wir dann noch ein bisschen mehr Eisen sammeln, besonders auch Bruchstein. Das heisst, dass wir dort drinnen auch wirklich sehr viel Stein farmen, weil ich würde mal behaupten, dass wir dann das auch für das nächste Gebäude brauchen. Unterwegs auch Holz farmen, also wir machen uns eigentlich ein bisschen auf dem Weg, um ein bisschen farmen. Mit allen möglichen Sachen. So, jetzt müsste ich aber noch schnell haben, und zwar eine Treppe. Also gut, ich kann eine Treppe schnell aus Erde bauen. Eine Spitzhacke haben wir noch dabei. Ja, dann ist gut, dann können wir ja direkt mal anfangen. Das schon wegbauen. Und die Scheiben, da bin ich auch am überlegen, dass wir die dann noch eins weiter gegen setzen, dass es von außen ein bisschen besser aussieht. Aber das... Okay. Hä? Okay. Es hat Tunnel, als hätte ich einen platziert, aber es ist irgendwie keiner platziert worden. Das ist schon mal speziell. Und dann würde ich mal sagen, dann machen wir ganz kurz schnell die Seite. Und dann eben machen wir uns beim nächsten Mal langsam auf den Weg wieder zum Farmen. Dass wir dann wirklich von allem ausreichend holen. Und dann fangen wir an, ein Lager anbauen bei uns, dass wir dann alles einplatzieren können. Die Frage ist, ob ich das sogar noch zuerst mache oder nicht. Das wäre eine gute Frage. Ich weiss gerade nicht, ob ich den da auch mit abbauen muss. Aber ich mache es jetzt einfach einmal. Wir bauen einfach mal alles so ab, wenn ich das Gefühl habe, dass wir abbauen müssen. Ich baue jetzt einfach mal die ganze Ecke hier ab. Alles, wo kein Stegen ist, sicher einmal. So circa, hä? Okay, und dann tun wir es mit Bruchstein schnell ausfüllen. So, und dann sollte das nämlich auch von außen einigermaßen schmackhafter aussehen, weil mir persönlich hat das einfach nicht gefallen. Darum habe ich das jetzt noch mal ganz kurz schnell abändern. Darum, also, bin ich es am Abändern. So, zack, zack. Und zack. Jetzt mal schnell schauen, dass es auch von unten einigermaßen gut aussieht. Also ich muss sagen, es gefällt mir. Jetzt ist es halt von innen nicht mehr so allzu schön, aber wir könnten mal schauen, dass wir da irgendwie dann sonst noch ein kleines Fensterchen auch trotzdem noch oben rein machen. Aber das wird sowieso abgeändert. Für das müssen wir dann auch noch Sand haben, dass wir dann noch mehr Scheiben machen können. Aber ich würde eben sagen, wir machen uns dann beim nächsten Mal ganz langsam auf den Weg, dass wir würden sagen, hey, wir gehen jetzt total einfarmen. Also eben, wir gehen Eisen farmen, also wir gehen sicher in eine Höhle rein. Wir gehen sicher mal... Jetzt muss ich da trotzdem raus, weil da oben drauf mein Zeug liegt. Hey, oh nein, nicht mit der Axt. Jetzt komme ich da nicht durch. Muss ich jetzt wirklich mit der Hand das abfarmen? Habe ich keine mehr dabei? Nein! Okay, ich muss das schon mit der Hand machen. Mal schauen, wie lange das Ganze dauert. Jetzt schnell den Stein abbauen, damit ich an meine Materialien komme, die einfach runtergefallen sind. Heil und zack. Komm, let's go! Karate Kids, gib durch. Perfekt. So, dass wir nämlich die Sachen auch einsammeln, weil wir nämlich schade, wenn wir das verlieren würden. So haben wir natürlich auch wieder ein bisschen mehr Holz zur Verfügung, aber noch nicht genug. Also wir müssen wirklich dann schauen, dass wir voll einfarmen. Ich höre da wieder irgendeinen Löli. Ich glaube, das ist wieder so ein Verkäufer, der mich da plagen will. Oder mir irgendwelches Zeug andrehen mit seiner Lamas, die mich dann wieder die ganze Zeit anspuckt, höre ich da. Ja, ich höre es schon, aber leider kommt er das mal nicht rein, weil wir haben einen Zaun um unser Gebäude. Er kann schön draussen bleiben und schauen, woran er bleibt, aber bei uns sicher nicht. Bei uns sicher nicht. Mit seiner spuckenden Lamas kann er wirklich gerade wieder Land gewinnen. Aber wir finden hure viel von diesen Lölis. Wir finden irgendwie... Das war falsch gewesen. Nein. Das war falsch gewesen. Und ich habe die Treppe gar nicht aufgenommen. Es war nämlich die Treppe, die jetzt runtergefallen ist, oder? Ah, so. Okay. Hoffe, dass ich das... Nein! Mann! Jetzt wird es mühsam. Das ist nämlich ein sehr dummer Fehler. Ich versuche es jetzt mal so rum irgendwie... So. Okay.
Ich glaube, es hat funktioniert. Der Schaden ist gerade wieder behoben worden. So, wir gehen hier auf unseren Dreckhaufen. Von da aus können wir nämlich schön alles gemütlich ausfüllen. So. So, nice, okay. Dann haben wir das jetzt nämlich mit Stein gemacht, weil ich glaube, das wird im Großen und Ganzen viel besser aussehen. Und das können wir uns jetzt gerade mal noch schnell von draußen anschauen, weil dann habe ich das nämlich auch mal gemacht. Weil ich denke auch von da aus, es sieht cool aus, oder? Wir haben die Farbe drin, wir haben die Farbe. Da oben würde ich dann gerne so Glowstone reinmachen, dass unser Licht oben anders ist. Und wir müssen dann sowieso eben schauen, ob wir jetzt oben unser Lager machen oder da unten. Und dann kommen da sowieso noch ein paar Scheiben rein. Und es wird sich noch einiges machen in dem Gebäude. Aber jetzt müssen wir sicher mal zuerst schauen, dass wir alles, was wir nicht brauchen, mal schnell raus tun. Oder wir gehen jetzt zuerst mal dem Lama-Typ da raus sagen, dass er sich verziehen soll. Oh, unsere schöne Blümchen. Hey! Jetzt muss ich da schnell rausgehen. Das geht ja gar nicht, dass der da wieder schon wieder so ein Löli um mein Gebäude herumschleicht. Das geht ja wirklich gar nicht. Hey, Land, sag noch mal. Hallo? Hallo, was machst du da? Du bist mir im Weg, was machst du da wieder auf meinem Gelände? Und er hat nicht weißen Farbstoff. Korallenblock. Was ist ein Queirochel? Leuchtstein, das wäre cool, aber wir haben leider keinen Smaragd. So schwöre ich jetzt sogar noch von diesen Posten. Aber wir haben leider keinen Smaragd. Könntest du dich bitte von meinem Gelände verziehen? Ich gebe dir 5 Minuten Zeit, abfahren, einfach weg von da. Genau. Rückwärtsgang und husch. Mein Tipp an dich, du. Löli-Idee. Das andere, was ich noch fragen ist, Weizen kann ich direkt so Brot machen, soweit ich weiss. Und muss dafür nicht direkt, muss jetzt nicht irgendwie noch andere Zutaten dazu machen. So, ich glaube, wir machen jetzt zuerst mal unsere Felder fertig. Ich habe jetzt eigentlich mir schon gedacht, komm, ich könnte mich parat machen, um auf den Weg zu machen. Aber ich glaube, am besten ist, wir machen uns zuerst mal unsere letzten Beete fertig. Für das brauchen wir dann sicher alle 3 Kübel. Das Fleisch tun wir mal dafür. Die Schaufel brauchen wir sicher. Zum Graben machen und das brauchen wir sicher. Okay. Erde tun wir jetzt hier einmal verstauen und Bruchstein können wir eigentlich zur Zeit einmal hier lassen. Okay. Dann würde ich sagen, let's go. Dann müssen wir 1, 2. Dann kommt da ein Loch drin und dann kommt sowieso eine Frage, die mich noch ein bisschen beschäftigt hat. Ich habe ja hier hinten eine Spinne unterbuddelt. Kommt die jetzt echt da nochmal führen oder wird die jetzt dort unten... Mal schauen. Ja, sie kommt nochmal führen. Wir treffen unsere Spinne nochmal. Die Frage ist, wo ist die jetzt? Die ist gar nicht mehr da. Okay. Ja, in dem Fall. Besser für uns. Besser für uns, dass wir das nicht mehr haben. Ich habe nämlich gedacht, die müssen wir wahrscheinlich noch aus dem Weg räumen, aber wie es aussieht, hat sich das schon von allein erledigt. Die ist irgendwie weggespawnt oder irgendetwas. Weil ich sie da unten nicht buddelt habe, keine Ahnung warum. Ziemlich speziell. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass die für immer und ewig so unten wird bleiben. Warte, da kann man da kann man direkt mal Wasser rein tun. Nein, das habe ich nicht wollen. Das habe ich eindeutig nicht wollen. So. Dann tun wir da gerade mal schnell mit Wasser auffüllen, dass das etwa so einigermaßen gleichmäßig aussieht. Ah, da fehlt noch ein Kübel voll. Oh Gott sei Dank haben wir gerade das Wasser vor unserer Haustür, wo wir die ganze Zeit ein bisschen abschaffeln, wegnehmen. So, und jetzt sieht es eben aus, he? Wie da eine. Okay. Dann tun wir sicher mal da noch schnell füllen. Dann machen wir doch dies ganz kurz, weil dann sind nämlich unsere Felder parat und dann können wir gerade mal schauen, ob wir noch etwas anderes mit abpflanzen oder ob wir dann sogar noch mal ein paar... Wolltest du mich eigentlich hops nicht abfahren? Nein, also... Gott sei Dank kann er da nicht mehr ins Gelände rein, dass wir jetzt alles rundum zugemacht haben. Und sonst töten wir ihn einfach. Wenn er meint, er müsse da in die Nähe von meinem Gelände kommen und nicht abhauen, dann töten wir ihn einfach. Kein Wenn oder Aber. So, dann tun wir da mal ganz kurz schnell den Graben noch ausfüllen. Wieso hat jetzt das Loch drin? Wieso hat jetzt das Loch drin? Das sieht ja hure scheiter aus. Hä? So, okay. Wir haben es wieder behoben. Wahrscheinlich schon zu viel Wasser von dieser Stelle genommen. Dann gehen wir lieber hier Wasser holen. Jetzt einfach ein Loch in das Wasser gehen. Hure strange.
Nein, da fehlt noch ein Krug. Ich finde es noch lustig, bei Paaren brauche ich weniger als bei anderen. Dem habe ich jetzt recht viel gebraucht, um das auffüllen. Die anderen sind eigentlich alle komplett eben. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, jetzt kommt der im Weg. Jetzt kommt wirklich der noch in den Weg. Nein, nicht wirklich. Okay. Er kommt doch nicht in den Weg. Ich habe zuerst gemeint, er komme doch noch in den Weg irgendwie. Nein, das habe ich nicht wollen. Dann muss ich es, glaube ich, nochmal schnell neu da tun. Ich glaube, gibt es fast keine andere Möglichkeit. Und zack, okay. Dann da noch schnell. So, weg mit dir. Würdest du wohl gerne reinkommen, hä? Ach, der ist immer noch da, der Löli. So, dann machen wir zuerst unsere Felder mal schön gemütlich fertig. Zack, 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 zack. So. Weil dann haben wir auch mal ein ganzes, haben wir mal ein ganzes Bild, wie das circa sollte aussehen. So. Und sie werden gerade so dunkelbraun, das heisst, es werden gerade bewässert. Das haben wir beim letzten Mal ein bisschen noch ein Problem gehabt. Kann ich das... Kann ich das nicht noch machen, den Weg da anders machen? Kann ich das nicht noch machen? Weil das sieht verdammt scheiter aus. Muss ich dafür jetzt extra dich schnell abbauen? Komm, dann bauen wir dich schnell ab, nämlich. Ah, dich muss ich auch abbauen, um das zu machen. Okay, dann machen wir das auch noch schnell. Hä, wieso kann ich da daraus keinen Weg machen? Muss ich zuerst warten, wieder bis Gras wächst? Irgendwie will es nicht. Okay. Keine Ahnung warum, wir müssen es das nächste Mal ausprobieren. Vielleicht dann, wenn es wieder Wiese hat. Weil ich Löli jetzt das abgebaut habe, die Wiese. So, dann sieht das doch schon mal gut aus. Nehmen wir mal da unsere Felder. Jetzt können wir nämlich mal schauen. Ich habe ja noch Herdöpfel und mich hat es die ganze Zeit gewundert, ob ich die noch anpflanzen kann. Und dann hätten wir noch Kürbissamen. Kürbis habe ich halt auch keine Ahnung, für was man sie brauchen könnte. Aber ich denke, es ist nichts Schlechtes dran, wenn wir die würden auch mal pflanzen. Dann könnten wir mal probieren, ob wir... Doch, die kann man pflanzen, die Herdöpfel. Ja, nice, dann können wir das Herdöpfelfeld machen. Und da oben können wir ein Kürbisfeld machen. So. Und wenn das nachgewachsen ist, dann können wir dann da wirklich schön langsam Felder ausfüllen und dann müssen wir nur noch überlegen, was wir mit dem Feld da anstellen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es sieht gut aus. Auch das da sieht jetzt viel schmackhafter aus, wenn man das anschaut. Aber jetzt geht diese Scheibe da, tun wir jetzt noch ein bisschen gegen oben versetzen und dann können wir uns überlegen, ob wir das wie so noch 2 kleine Feistchen da oben rein tun. Aber es sieht wirklich langsam sehr gut aus. Es sieht wirklich langsam sehr gut aus. Jetzt ist er unsichtbar da rumzischen, weil ich ihm gesagt habe, er muss abhauen, hä? Aha. Komischer Händler. Sonst haben wir keine anderen Samen gehabt, die wir verwenden können. Darum würde ich mal sagen, das ist eigentlich etwas Gutes, was wir schon mal gemacht haben. Wir haben jetzt Abend, darum würde ich sagen, wir gehen jetzt zuerst mal schlafen. Ach, gute Nacht. So, guten Morgen. Nach dem schönen, wunderschönen Tag, wo wir gestern unsere Felder gemacht haben. Jetzt bin ich unsicher, ob die schon fertig sind oder ob ich da noch ein bisschen warten muss. Ich bin unsicher, ob die schon fertig sind. Ich glaube, ich lade die noch ganz einen kurzen Moment. Ich lasse mal noch einen kurzen Moment, weil eben, bevor wir uns aufs Abenteuer begeben, würde ich gerne noch Brot mitnehmen, dass wir wirklich auch etwas zu knabbern haben unterwegs. Da drinnen ist gerade momentan nichts, weil dann könnten wir nämlich überlegen, ob wir da mal das Eisenerz zum Beispiel schon mal da rein tun, dass das mal vorwärts geht. Und dann sollten wir im Allgemeinen eigentlich Werkzeuge erstellen. So, jetzt tun wir aber zuerst mal etwas frühstücken. Oh, fein, geiles Schweinefleisch am Morgen. So, dann tun wir das mal so machen. Ich glaube, die 9 Kohle rühre ich gerade noch da rein, weil da hat es ja nicht mehr allzu viel. Und dann würde ich mal sagen, dann brauchen wir Stöckli und Eisen. Dann müssen wir mal schon schauen, was wir alles brauchen. Also wir haben noch 2 Äxte, aber die sind nicht mehr so ganz. Darum würde ich sagen, wir tun jetzt sicher mal noch eine Axt erstellen. Sicher mal noch eine Axt, dann brauchen wir sicher mal noch eine Schaufel. Dass wir eine zweite Schaufel haben. Den Gegenstand den können wir dann wegtun. Dann brauchen wir sicher mal noch eine Axt, eine Schaufel, haben wir eine Spitzhacke. Ganz wichtig, eine Spitzhacke. Ganz wichtig brauchen wir eine Spitzhacke, aber nicht diese, sondern diese. Und ich würde sagen, von der machen wir sogar gerade 2 Stück. Weil wenn wir jetzt noch in eine Höhle reingehen, dann haben wir wirklich auch genug zum Abbauen. Weil ich glaube, das ist letztes Mal ein bisschen das Problem gewesen. Wir haben extra nochmal einen Tisch aufgestellt und so weiter. Und ich würde wahrscheinlich sogar nochmal in die gleiche Höhle gehen, weil dort haben wir sogar noch Sachen, die wir abholen können. Daher würde ich mal sagen, das sollte lange Rüstung haben wir ja eigentlich alles komplett, was wir brauchten. Und es sollte allgemein mal schon durchgüchseln, was es eigentlich noch so alles gibt, was man machen kann. Eisengitter.
Eisengitter, das ist ein Kessel. Für was brauche ich einen Kessel? Das ist auch eine gute Frage. Das ist ein Spender, ein Werfer, Ziel. Von denen müssen wir dann noch einige machen, so Trichter. Also wir müssen dann allgemein mega viele Kisten machen und Trichter. Das heisst, wir brauchen wahrscheinlich noch mehr Erz im Großen und Ganzen. Daher würde ich jetzt einmal sagen, wir tun jetzt diese Sachen mal noch schnell da rein. Ein Stückchen behalten wir gerade, weil dann können wir die gerade noch schon parat machen für unsere Erkundungstour, weil wir brauchen ja Fackeln. Ich finde jetzt noch witzig, dass es wirklich die Reihenfolge auch noch eine Rolle spielt. Dass ich das Stück Glück muss unten hin tun, wenn ich sie oben hin tue, dass das nicht funktioniert. Komm, dann rühren wir da gerade noch schnell 64 Kohlen rein, dass das wirklich auch kann schön seine Arbeit erledigen kann. Kübel brauchen wir ja momentan nicht. Holz hätten wir noch recht viel, also wir könnten eigentlich sonst mal schauen, dass wir schon mal ein paar Kisten herstellen könnten. Aber eben dann ist die Frage, ob ich jetzt das Bett rauf verlegen würde, dass das Bett eigentlich da rauf kommt, mit all diesen Werkzeugsachen und dann da unten eigentlich unser Lager wird, oder ob wir jetzt da oben unser Lager machen. Das ist immer noch so eine Frage, die ich mir stelle, aber ich bin fast am Überlegen da oben, weil wir können die Kisten wirklich bis da rauf tun, also wir haben viel mehr Platz für Kisten. Darum würde ich jetzt mal sagen, dann können wir ja gerade mal kurz schnell unser Bett abbauen, unsere Werkzeugbank. Den da muss man wahrscheinlich mit dem abbauen. Jawohl. Und dann tun wir das mal da oben anstellen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo ich am liebsten schlafen. Also eigentlich könnte ich ja gerade beim Fenster zu schlafen. Und das ist jetzt das, was ich gemeint habe. Ich habe so eine schöne Aussicht auf unser Feld. Das gefällt mir halt mega. Darum habe ich dann gedacht, das mache ich dann so. Ich würde mal sagen, wir stellen unser Bett. Wo stellen wir das an? Wenn wir es einfach mal da in die Mitte stellen. So. Und dann da unsere Werkzeugsachen. Eher so mittig, wenn man... Hey, nein, jetzt mache ich es falsch. Ich löli. Wieso tue ich jetzt das da rauf? Dann machen wir lieber unser Lager da oben, komm. Hey, da habe ich jetzt auch wieder nicht überlegt. Da habe ich jetzt einfach angefangen, etwas zu machen, ohne grossartig zu überlegen. Wir lassen das da unten drinnen. Wir lassen es da unten drinnen. Wir schauen jetzt gerade mal schnell, ob wir ein paar Kisten herstellen können. Und zwar brauche ich für das immer so und so viel Holz. Gut und praktisch ist jetzt, ich glaube, es macht keinen Unterschied, welches Holz wir nehmen. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, welches Holz wir nehmen. Für Kisten machen, also farblich. Also ich glaube, farblich bleiben die immer gleich. Daher können wir jetzt gerade mal schauen, wo ist das gewesen? Kisten da. Ich glaube, weil es gibt nur eine Sorte von Kisten, oder? Jetzt könnten wir schauen, dass wir die eigentlich verwenden. Anstatt die. Jetzt kann ich da einfach mal schnell... Einfach drücken. Ah, es vermischt sich sogar mit dem anderen Holz. Ja, moin. Dann können wir jetzt wirklich einfach mal einen Haufen nach Kisten machen, weil wir brauchen sowieso noch genug. Und dann haben wir da jetzt noch ein bisschen Holzführung. Voilà. Okay, dann würden wir jetzt da oben eigentlich unser Lager machen. Jetzt müssten wir genau schauen, wie wir das machen wollen. Wir haben jetzt da 10 Breitklebs, oder? 2, 4, 6, 8 breit haben wir. Das heisst, eigentlich könnten wir immer direkt so machen. Immer so machen. Also wir haben da wirklich ausreichend Platz für unser Lager. Ausreichend. Oder? Dann kann man da eigentlich immer so machen. Das Problem ist, ich will das irgendwie noch beschildern, was ist. Die Frage ist, ob ich jetzt 3 Kisten zum Beispiel nur für etwas nehme, oder? Also das ist zum Beispiel Holz. Dann tun wir da zum Beispiel Holz rein, da mehr Treppen und so. Oder ob ich das wirklich... Nein, ich tue das beschreiben. Ich finde das viel angenehmer, wenn ich das beschreiben würde. Das heisst, wir würden immer einen Abstand eigentlich drinnen lassen. Wir würden eigentlich immer einen Abstand lassen. Dann würden wir da beschreiben und da oben beschreiben. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Dann so wieder. So. Und das würden wir jetzt eigentlich zu unserem Lager machen. Beschilderungen können wir leider jetzt gerade momentan nicht anmachen. Jetzt tue ich die Fackeln aber gerade wieder irgendwie einfach da an. Beschilderungen müssen wir dann einfach schauen, wie wir es machen wollen. Gut, eigentlich kann ich auch ein Schild machen, das gegen oben und gegen oben zeigt. Also oben beschreibt und unten beschreibt, weil dann muss ich ja nicht immer so gegen oben schauen. Und da oben könnten wir ja dann irgendwie die dann noch beschreiben, oder? Dass ich dann da zum Beispiel nochmal eine Reihe würde machen. Das wäre natürlich noch eine gute Idee. Jetzt muss ich aber schon schauen, wenn ich Schilder mache. Dafür brauche ich, glaube ich, auch wieder Holz. Und Kisten haben wir jetzt schon nur noch 8. Also wir haben wirklich genug davon gebraucht. So Schilder mache ich mit Steckli und solchen. Okay, ich habe aber eine Idee, dass wir mal ein paar herstellen könnten. Und zwar können wir mal so machen und dann können wir mal 3 erstellen. Dann haben wir einfach schon mal einen Teil. Und dann das nächste Mal gehen wir farmen. Schauen, dass wir von allem Möglichen bekommen. Dann kann man ja das mal da ansetzen. Jetzt muss ich es direkt beschreiben, wenn ich es auch nicht tue. Kann ich das nicht nochmal umbeschreiben denn? Wir könnten sogar wirklich dann 2 Schildchen machen. Ein Schildchen für oben, ein Schildchen für unten. Eins für oben, eins für unten. Dann würde ich aber mal sagen, dann verschieben wir das auf ein anderes Mal. Und zwar dann, wenn ich mich entscheiden kann, wo ich was dann rein tue.
dass wir das irgendwie so machen. So, dann tue ich die Schildchen jetzt nämlich auch mal da rein und die Kistchen. Die nehmen wir mit, Hölzli. Das will mich jetzt schon mal vorbereiten auf den nächsten Werdegang. Die nehmen wir sicher mal mit. Eisen lassen wir mal komplett da. Wie weit sind wir da? Da sind wir fast fertig, da könnten wir eigentlich dann schon das nächste reinrühren. Dann nehmen wir die schon mal raus. Können wir die mal da noch schnell verräumen schon mal. Also wir haben da wirklich en masse schon zusammen, das ist schon ziemlich gut. Wir haben sogar Netherrock, also der ist auch noch ein ganz cooler Stein. Mit dem könnten wir eigentlich einen Keller machen oder irgendetwas in die Richtung. Da hätten wir natürlich auch noch Holz, also wir haben 53, komm, dann nehme ich aber jetzt einfach, wir nehmen wir nehmen 26 Holz mit. Ist jetzt nicht gerade die schönste Zahl, aber kann ich dann nicht so. Doch so, 25 ist eine schönere Zahl. Ist eine schönere Zahl. Nehmen wir noch 25 Holz mit. Wir haben Schwerter 3 Stück. Ich würde sagen, die Steinschwerter. Langen die uns die Steinschwerter und das Eisenschwert? Oder soll ich lieber nochmal ein Eisenschwert machen? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nochmal ein Eisenschwert machen soll. Das ist gerade eine gute Frage. Wir tun da gerade noch schnell das Gold rein. Wenn er noch am Brennen ist. Ich glaube, ich mache mir nochmal ein Eisenschwert. Und zwar so, dann lassen wir nämlich unser eine Steinschwert lassen wir momentan da. Und die können wir dann miteinander wieder reparieren. So, dann tun wir das einfach mal da lassen. Und dann wäre das Inventar, das wir mitnehmen würden. Also das Eisen nicht. Wir haben Fackeln, nein, das können wir noch da lassen, das Werkzeug. Also wir haben Schwerter, um uns zu beschützen. Wir haben Äxte, wir haben Schaufeln, wir haben Spitzhacke. Ich glaube, das ist alles, was wir brauchen. Wir haben genug Fackeln mit dabei. Wir haben Stöckchen für den Notfall, wir haben Holz für den Notfall. Stein brauche ich glaube es nicht, weil das könnten wir auf dem Weg abbauen. Also soweit ich das jetzt gesehen habe, können wir das ja dann auf dem Weg abbauen. Sonst brauche ich eigentlich nichts. Und wir wären ready, um in der nächsten Folge dann mal schauen, dass wir das Brocken abbauen. Ich glaube, das ist fertig. Das ist fertig, weil das ist das Einzige, was jetzt noch fehlen wird. Etwas zu knabberle. Etwas zu knabberle für unterwegs. Aber ich würde sagen... okay. Jetzt schaue ich mal schnell, wie das mit dem anderen aussieht. Das wächst ganz langsam. Also das wird dann voll wirklich Herdöpfel. Das können wir dann eben schildern, dass wir da vorne ein Schild machen. Herdöpfel, da machen wir Weizen. Ja, dann muss ich einfach schauen, wenn ich das da beschildere, weil da mit auf den Weg drauf würde mich irgendwie noch stören, wenn ich das einfach da drauf würde machen. Dann wäre schon fast cool gewesen, hätte man noch einen Abstand mehr lassen. Oder ich beschreibe es dann einfach irgendwie. Ich weiß nicht mal, ob ich es vielleicht auch im Zaun anmachen kann, die Schilder. Das weiß ich nicht, das müsste ich mal ausprobieren. Dann könnte man auch da hinten dann noch anschreiben, was das genau ist. Aber ich darf nicht auf die Felder draufstehen. Was haben wir da nochmal gepflanzt? Das ist jetzt eine gute Frage. Kürbis, Herdöpfel und Weizen. Also ich glaube, wir sind gut dran. Dann würde ich sagen, wir machen das auf der nächsten Folge, machen wir Brot und dann machen wir uns auf Erkundungstour. Ich würde an dieser Stelle sagen, wir haben jetzt wieder einiges gemacht, wir haben das Dach wieder ausbessert, wir haben mal angefangen, unser Lager einzubauen, wo ich mir sogar im Überlegen bin, ob ich da, weil, was mache ich denn mit dieser Wand? Da würde ich dann auch Kisten tun, aber das sieht jetzt blöd aus, wenn ich da 2 Kisten tun, weil dann sieht das so verquetscht aus. Ich überlege mir da noch etwas. Aber wir haben schon mal einen Anfang gemacht. Ich persönlich würde sagen, ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit eurem Schweizer, wenn wir auf Erkundungstour gehen. Danke vielmals fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo und ein Like da, einen Kommentar für Hinweise oder Tipps. Und sonst wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Abend. Danke und ciao.